willkommen, us liebste Tauhörer. Wie Party, Blatt und Plüschmors. Us liebe Hilka und ich bin Lisa. Und ja, wir wünschen euch herzlich willkommen zu us allerersten Folge. Schön, dass Sie mit dabei sind auf diese Reise. Ja, das ist ja auch so was nicht für die und für mich auch, so was selbst abzunehmen, oder? Ja, absolut. Ich bin auch, ich muss sagen, bin betten oprecht, aber ich freue mich war nicht drauf. Ja, ich weiß nicht, vielleicht schön wir noch nicht zu viel vertellen, aber so ein Beten könnt wie die Leute, denke ich, all vertellen, was wir so vorhabt. Ja, liebe Leute, Sie kennt uns, Seika all, Lisa auf jeden Fall, mir vielleicht auch, auf dem Tau von Instagram. Und da hätten wir uns auch kennengelernt. Und irgendwie das auch Lisa, die mir in verleden Herbst, im verleden Oktober so ein bisschen animiert hat, mit Instagram auf Plattdeutsch anzufangen. Das weiß ich noch nipp und nau, Lisa. Ich sag dir das, ich weiß das noch nipp und nau. Und darüber, ja, sind wir uns dann ja näher kommen. Mhm. Ja, und ich war hin und weg von deiner Stimmen und dachte so, boah, mit Hilkas Stimmen, irgendwas muss ich damit morgen. Und ich kann nachts nicht schlafen und dachte mir so, okay, irgendwas müsste morgen. Ein Podcast. Ach, mir doch einfach mal. Sie kann ja auch noch nee singen, wenn sie keine Lust hat. Aber Hilka hat nicht nee gesagt. Und ja, ich freue mich doch einfach so bannig, weil ich auch deine Stimmen nur die ganze Zeit hören kann. Eigentlich ist das ganz egoistisch von mir. War nicht egoistisch und die. Und dann hast du mir in den Schlob all hört, wo ich gesagt ein Schop jumpt über den Teuen. Oh, das war noch mal eine andere Podcast-Idee, das Inschlorpen mit Hilka. Ja, so sind wir dann zu Hob kommen, dann Lisa mir just anschnackt hat, ob ich mit er noch mehr schnacken will. Mhm. Und nun schnackt wie zu Hob und viel ich auch beide mit ja. Also mal Ja. kicken. Ja, was hätten wir hier irgend so für? Ich denke, Lisa, ja, du denkst da auch als ich platt mut wer ruht in der Welt. Mhm. Absolut, in us Alldach. Einfach, ihr müsst werde präsent wählen. Ja, präsent werden. Und ich glaube so, was mein Beleben in Alldach mit Plattdeutsch ist viel, und ich will das nicht schlecht machen, auf keinen Fall, aber das ist viel so Themen, die für so ein bisschen ältere Lü interessant sind, und das ist auch allen gut, aber das gibt nicht so viele Themen, die für die jüngere Lü spannend sind. So geht mir das. Mir auch absolut. Wenn man sich so beten in der plattdeutschen Podcast-Welt auch umkicken deit, sind da doch auch viel Männer, die einfach ältere Männer, die über Männerthemen schnackt. Und ja, als ich das so sehen habe, da hab ich gedacht, nee, da möcht wir was ändern, Hilka. Wir möchten nur mal ein Beten mehr Östrogen in diese ganze plattdeutsche Podcast-Geschichte bringen. Und darum snacken wir auch bloß über gar nicht viele Themen, die gar nicht so viel mit Östrogen zu tun haben. Ah, wir bringen den Influss immer mal so mit drin. Ja, aber worauf könnt sich denn vielleicht so uns Zuhörers denn freien? Mhm. Also, wir hätten uns ein ganz wundervolle Themen, die uns auch nicht mehr interessiert. Ruth sorgt für allen Reisen, Feiern gone, vielen gone Festivals. Was hab ich noch so? Oh, wir habt so viel Sport, Musik, Serien. Genau, all das, was uns so bewegen deit in us Alldach. Ja, und ich denke, das ist auch das, was vielleicht so helfen da, wenn wir das so ein bisschen nach Buten bringen. So ob die plattdeutsche Art und wie es das unterdrücken. Genau. Finde ich super. Finde ich super. Ich glaube, oder ich kann mir vielleicht vorstellen, dass der ein oder andere von den Zuhörers uns vielleicht so ein bisschen kennt oder auch nicht. Aber vielleicht auch noch viele, viele Fragen hat. Zum Beispiel, wie die ist ja auch schon mal der Abhänger, oh, der Lisa, ob Island. Kannst du das irgends noch hören? Ja, ich schnack so gern über Island, von daher kann ich das auch noch ganz gut hören.
Aber ja, dann mag das nochmal so beten, so ein Wiedererkennungswert hätte dann einfach doch nochmal, wenn man denkt so, Plattdeutsch, so regional, so eine Heimat. Und auf anderen sieht Island 2000 Kilometer weg. Weil eigentlich schnack ich doch ganz eher mir über. Ja, aber du hast ja auch sicher noch was anderes zu vertellen, Lisa. Oh, absolut. Habe ich dir mal vertellt, dass ich mein Hart an die Kläranlauch verloren habe? Früher oder Leute, was wie noch auf die Kläranlauch durchkommen. Das hart an de Kläranlach verloren. Das klingt auch als so ein Rocksong fast von der Kassierer oder so. Oh no. Ich hab mein hart an de Kläranlach verloren. Wie wird den nicht mal verschlagen? Immer dir Platz fürs Morgen. Das wäre super. Das wäre richtig super. Dann könnte Kassierer es auch mal wieder noch booten. Ja. Ich sehe all, wir habt hier die besten Ideen. Ja, das fängt schon liegst richtig kreativ mit uns an hier. Ach, schön. Was ist denn dein Thema, wo du gerne beschnackst? Worüber möchte ich schon gerne schnacken? Also ich kann ja irgendeinen hellen Dach lang über irgendwelchen Kram vertellen. Besonders mag ich gern schlechte Witze. Ich kann mich Was ist dein Lieblingswitz? Mein letzten Witz. Ja, den kann ich aber bloß auf Hochdeutsch vertellen. Oh. Ja, okay, wir machen eine ganz kurze Unnorm. Okay, liebe Zuhörers, das ist nun der Beginn von der hochdeutschen Witz. Also, 2000 Meilen entfernt von jeglicher Zivilisation liegt ein Holzfällercamp. Eines Tages steht vor den Toren ein kleiner Mann mit einem kleinen schwarzen Köfferchen in der Hand und einem kleinen schwarzen Hut auf dem Kopf. Die Männer umringen ihn. Was wollen Sie denn hier? Ich möchte Bäume fällen mit euch! Das kannst du doch gar nicht! Soll ich euch's beweisen? Der kleine Mann nimmt aus seinem kleinen Köfferchen eine kleine Axt, legt sie an einer Eiche an und die Eiche fällt um. Boah, wo hast du das gelernt? In der Sahara! In der Sahara gibt's doch gar keine Bäume! Nee, jetzt nicht mehr! Das ist wie eine Heldin. Der ist so richtig doof. Aber das ist auch der einzige Witz, den ich richtig gut vertellen kann. Oh, ja, der hört sich auch richtig, als wenn du ihn schon 1 Million Mal vertellt hast. Mindestens. Der kann auch nirgends mehr hören. Nirgends kann das Witz mehr von mir hören. Bestimmt. Oh, Hilka kommt. Boah, frag sie bloß nicht nur ihren liebsten Witz. Frag sie bloß. Wenn man die ja nur als Mitbewohner hat, was wäre denn so neben wie das Schlimmste an die als Mitbewohner? Das mein Zimmer Schloss Hilka ist. Die Zimmer? Oh, das Schloss Hilka. Okay. Ja. Ach, erzähl mal mit mir. Mein Zimmer, wann ich in WGs wohnt hat, bei mein Zimmer auch mein Zimmer und das bei Jimmers Schloss Hilka, weil in mein Zimmer ist Chaos. Da ist Jimmers Chaos, aber in der Rest von der Wohnung bin ich ja richtig pingelig, was so Superkate und Obräumen und so was angeht. Also ich habe in wann ich lebe, Freundin und Mitbewohnersche in Kiel hat. Und ich will mal 2 Wochen weg und bin dann wieder kommen und ich weiß nicht mehr. Ich habe gesagt, ich brauche nur erstmal einen Kaffee und sie hat gesagt, ich habe gedacht, du sagst nur, ich muss erstmal das Bad putzen. Oh, ist das so schlimm mit die? Na, nee, das geht auch, aber das ist so, ich meine, die so in mein Zimmer, da pflegte Klamotten durcheinander und so was, aber das ist mein Zimmer. Aber in den Rest von der Wohnung, da passe ich all ob. Aber ja, ich glaube so diesen Wetterspruch zu holen, das ist nicht lieg. Okay, spannend. Ja, Lisa, aber damit uns die Leute vielleicht noch ein bisschen besser kennenlernt, ich habe so ein paar Fragen für die vorbereitet.
Und du, ich habe auch ein paar Fragen für die, Mensch. Was für ein Tafel. Ich muss sagen, den Lieblingswitz hast du ja nur all schon eine schöne Frage von mir. Der hast du ja all schon beantwortet. Mhm. Aber ja, genau, damit wie us, also ich muss sagen, dass wie us zum Beispiel noch überhaupt nicht im realen Leben quasi kennengelernt habt. Wir kennen uns ja nur all über Instagram und nur online quasi. Und habt uns so gewisse Fragen auch noch gar nicht gestellt. Von daher lernt wie us beide nur noch beide kennen und auch die Tauhörers us. Ja, also ich glaube, das war spannend. Willst du mal anfangen? Aber gern. Ich möchte nämlich von dir einmal wetten, welch ein Filmcharakter würde dein bester Freund? Ich glaube, mein beste Freund wäre die Kommissarin Mhm. und oh Gott, wo hält die Serie? Wo hält die Serie? Ähm, die Kommissarin und Mord mit Utsicht, also Mord mit Aussicht. Ja, ja, ich weet nicht, wie sie heeten deed, aber ja, dat hat mich alle ook immer kijken. Ja, ik weet, ja. Ich glaub, das wär ein super Freundschaft für mich, wie sie ist so, auch so, sie ist so cool und sie ist so eine starke Frau, aber so, sich so infindet in der Dörpleben da in der Eifel, Hm. die war glaube ich, von Caroline, woher die Schauspielers, Caroline Peters Bild. Haas! Haas. Sophie Haas und Mord mit Utsicht. Okay, das laat ich gelten. Sehr Ja, schön. ich glaub, mit er konnte ich mir richtig gut verstehen. Das wäre super. Das wäre richtig super. Ja, ähm, ich frage dich nur, was war nicht anders? Ja. Ja. Was sind die Eigenschaften von den Sterntheken? Oh ja, haha. Gaude Thema, oh, da schnack ich gern über. Mine war, also ich bin vage, ich habe im Oktober Geburtstag. Und eine Eigenschaft davon, der ich Dach für Dach, der ich Dach für Dach Markendau und mit der ich Dach für Dach struggle, ist, dass ich mich nicht entscheiden kann. Wagen können sich einfach nicht festlegen. Das ist ein ganz großes Problem. Das fängt schon morgens an mit, okay, was will ich denn eigentlich antrecken? Oder das geht wieder mit, was möchte ich denn eigentlich äten? Oder dann geht das abends wieder, Mensch, was mache ich denn für Übungen im Sport? Aber ich habe gut gefunden, dadurch, wenn ich denn nur ganz wenig Sorgen habe, zum Beispiel, ich habe hier eine Handvoll Pullover, 3 Bucks, da dreckt mich dann und dann muss ich mich nicht so viel entscheiden. Oder ich esse jeden Mittag Kichererbsen, damit ich mich nicht entscheiden muss. Das macht mir das alles einfacher mit meinem Sternzeichen zu leben. Und dann sind Wagen, oder man sagt, dass vage Frauen charming sind. Ich weiß nicht genau, da kann ich nicht ganz beurteilen. Ich hoffe doch. Ja. Und ich glaube, die dritte Eigenschaft von Wagen sind, dass sie recht gut gläken sind. So, ich bin von meinem Gemüt her total gut gläken. Ja. Also, du kannst sagen, den Sterntheken passt zu dir. Ja, absolut. Ich glaube, ich bin der Waage, da würde sich jede von Astro TV die Finger lecken, wenn sie dann sagen würde, das ist der Waage. Astro TV, giftet das noch? Ich habe schon irre lang kein Fernsehen mehr käken. Also, Lisa ist ein typische Waage. Genau, genau, genau. Ja, mit der Jungfrau, ich bin Jungfrau, das ist dann ja so ein bisschen sphärisch, ne? So, ob der ihn sieht. Ja, So Schloss Hilka, ja. auf der anderen sieht. So ein bisschen manisch, so mit Putzen. Das ist die Jungfrau? Naja, eigens ist das ja so, dass die Jungfrau so ordnungslebend ist. Mhm. Mhm. Ich hef das gern, wenn er ordentlich ist, aber nicht ob Schloss Hilka. Da geht das nicht. Was hast du noch für 2 andere Eigenschaften von dem Sternzeichen? Ich glaube, man kann sich super ob mir verloten. Mhm. Wenn ich was tausend, dann mag ich das auch. Mhm. Also, und ich bin, was so Freundschaften angeht, bin ich treu. Ja, oh schön. Ja, und vielleicht aber auch, wenn das darauf ankommt,
kann ich mich ja bannig gut kontrollieren. Also so ein Job zum Beispiel. Mhm. Also, dass ich dann echt richtig so fokussiert bin. Ich glaube, das ist auch typisch Jungfrau. Starke Eigenschaften. Ja, und Schloss Hilka. Schloss Hilka passt doch richtig gaut in den nächsten Froch, so ungefähr. Denn du bist eine Diktatorin von einem lütschen Inselstaat. Was für ein Gesetz wirst du zuerst erläutern? Ähm, das Recht auf Heimkontor. Was ist Heimkontor? Homeoffice. Oh, hey, das heißt Heimkontor. Oh, cool, du singen das. Oh, das ist so nett. Das Recht auf Heimkontor, bitte. Schön, so morgen wieder. Cool, ja. Okay, du bist nur so ja, das ist ja also ein Beten. Nee, so eine Frau habe ich nicht. Aber ich habe eine andere schöne Frau für die. Mhm. Welch Disney-Song bist du? Oh, oh. Ey, ich bin im Unterbetten utholen, du Tau. Ich glaube, ich bin der Schrecken aller DJ. Weil ich bin so der ständig von DJ loben deit und sich Leide wünschen deit. Und wir hat leider in Wismar nur eine Disco. Also, weil dann meistens der gleiche DJ. Und wenn der mir all sein hat, dann hab ich schon sein so, hey, versuch zu Betten Wächter kicken, kein Blickkontakt. Und dachte so, oh nee, da kommt zu Wette, da kommt zu Wette. Und ja, ich käme Wette und ich have mir jede Mal Let It Go wünscht. Ich lave diesen Song. Also ich lave ihn nicht nur von Hatten, ich lave ihn im ganzen Körper, wenn ich den tanzen darf. Welch ein Song wärst du denn? Ja. Ein Disney-Song. Ich habe ja viele liebste Disney-Filme. Aber also das ist jetzt gar nicht so mein allerliebsten Disney-Film, ob Bavento ich die auch gar nicht gern mag, aber mein liebsten Song ist der Solo-Song von Ariel und Ariel de Meerjungfrau. Oh, der Solo-Song. Ja, Also ich wo kenne sie ja da Unter dem Meer kenne ich ja, aber ja, nee, das ist da, wo sie in er Höhle ist mit er hellen Schätzen. ah, Das ist das. oh schön. Das finde ich so schön. Mhm. Also, und dann, sieh dich nur um, ist das nicht schön? Hast du sowas denn schon einmal gesehen? Glaubst du nicht auch, ich hätte viel schon erreicht? Und dann steigert sich das so ab und ab bis das große Finale hin. Und dann stehe ich schon mal so unter der Dusche und sing das so voll als mit. Ja, nun hast du mir ja eigentlich auch die Frage gestellt. Ja, jetzt muss ich die wieder eine Frage stellen. Ich kann auch wieder morgen mit mir eine Frage, denn ich möchte von dir gern werden, was ist die nervigste Frage, die ich die mal stellen können? Die nervigste Frage. Mhm. Vielleicht ist das doch genau diese Frage. Und du sitzt so jetzt, ah, Lisa. Nee, denke ich gerade über noch. Was ist der nervigste Fruch? Ich glaube, was so ein Fruch ist, der trägt mich nicht so unbedingt ab, aber der wart mir doch auf und Haus stellt, ob ich satanistische weh. Satanistische? Wie kommt Ja, das denn da ab? ja, wie, ja, so als Grufti, ja, brauche ich nur gern Swat und heft dann auch so, weiß ich nicht, so Symbole da ob. So ein Mhm. umdreitet Kreuz oder so ein Baphomet. Aber das hat nichts mit Satanismus zu tun und ich fred auch kein Katten oder Lütsche Kinders. Gaut, wie das nur noch mal festgestellt habt, okay. Nicht Nacht auf dem Friedhof und schlachtest irgendwelche Hasen oder so. Nee, Gaut.
An so ein Karnickel ist ja auch nicht viel an. Stimmt, da muss sich schon eher lohnen. Da kriegst du ja nichts auf den Grill von. Ja, ja. Oh. Ja, ich glaube, also das ist nicht so richtig nervig, aber so Fragen in diese Richtung, de hör ich Fragen. Das, Mhm. das all, ja. Ja, ja. Das denk ich mal. Ich habe aber eine Frage, die geht in eine ähnliche Richtung an die. Mhm. Und das ist, gibt das eine Sache, die so echt richtig shit egal ist? Schied egal. Mhm. Oh. Geht die an Moors vorbei? Ja, ich würde sagen, vieles geht mir am Moos vorbei. Das ist leider so, das ist meine negative Eigenschaft, würde ich mal sagen, was mir das fragt. Das mir fehlt, also ich bin so ein bisschen die Einstellung, bevor ich mich aufregen darf, ist mir das Leben egal. Deswegen habe ich echt bannig viele Sorgen, wo andere, denke ich, an die Decke geht, denke ich irgendwie so, ach komm, das geht mir am Moos vorbei. Solange mir das glücklich mockt und ich damit auf Reden bin, mag ich das. Egal, was die anderen davon denken dort. Und egal, auch, was vielleicht andere dort sagt, wie ich lebe und was ich morgen da. Ja, ich glaube, das ist so das Grötzte, was mir am Arsch vorbeigeht. Ähm, ist die allmal die Büchs für Annelü retten? Nee, nee, das ist mir echt noch niemals passiert. Eine Freundin von mir, der ist das mal passiert. Und da habe ich dann nämlich auch über nachgedacht, ist mir das alles schon mal passiert? Nee, zum Glück noch nicht. Ich glaube, sowas wäre mir peinlich, ja. Wenn die Büchs redet oder sowas. Aber eigentlich? Nee, wird nur halt das noch nicht. Ja, mir ist das mal passiert, und das wäre richtig peinlich, das wäre richtig peinlich. Das wäre, ich muss das auch sagen, das wäre auch so eine olle Büchs und das wäre auch so ein Jeans und so ein dünnen Jeansstoff. Und ja, so an der Binnenseite von der Oberschenkel, da warte ja dann über die Jahre auch schon mal dünner. Ja. So, und ich wei, nu pass auf, ich wei für das Schlickerkramregal im Supermarkt. Nein, Ich bück mich nach unten und dann macht's Krach. nee, oh, Ey, und das passiert und dann auch noch für das Schlickerkramregal. oh, das ist so richtig Klischee. Oh nee. Ja, oh, das wär mir richtig peinlich. Das wär nicht so, dass mir das so an Moors vorbeiging. Wie bist du da gerade Rut gekommen? Also, hast du denn noch was gekauft oder bist du einfach schnurstracks Rut? Ja, ich hätte so mein Büdel so schon was achter mir holen. Noch völlig auffällig. Ja. Oh Mann. Ach, das wäre richtig, richtig schlimm. Das wäre richtig schlimm. So, nun habe ich dir aber all zwei Sachen gefragt. Nun bist du aber noch Ja, dran. nun bin ich dran. Denn ich möchte gern von die Welten, ähm, wenn du eine Motto-Party organisieren würdest, was oder wo würde gut sein? Ha, kann ich die direkt mal sagen, das wäre Rocky Horror Show. Oh, nice. Als was wirst du gehen? Ähm, ich denke, also wenn das so ein echte Charakter, ute Film oder ute Musical wäre ich Magenta. Ja, das kann. Die Antwort Leute gelten. Ja, ich habe auch noch eine völlig andere Frage, aber du hast ja auch all von Sportmorgen vertellt. Mhm. Ähm, welch Sportveranstalten willst du die gern mal in echt ankicken? Oh, ankicken? Mhm. Ich würde gerne mal to UFC, das MMA-Fighter sein. Du würd gerne mal hin, wie die denn quasi im Käfig kämpfen dort. Das, so was würde ich mir gerne mal ankicken. Und denkst du, das kann dich dann auch richtig mitreden? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Das ist so faszinierend, weil Kampfsport ist doch mehr als nur sinnloses Gehaue. Du hast so viel Technik hin, ne? Ich glaube, ich bin mit meinen Fragen all da. Gaut, ich mach noch mal eine Speedrunde mit die, denn ich möchte wetten, das sind nur 7 Fragen. Und okay, danach kommt dann eine Antwort gut. Okay, also, was macht die so richtig glücklich? Tanzen, was mit Freunden unternehmen, ein gauet Bauch lesen, singen. Singen. Mhm.
Dann, wofür bist du bang? Du hast bang für deine Familie, du bist bang für fremden Menschen, du bist bang vor die Sülm, du hast für nix bang. Ähm, was hält bang? Bang, dass min Familie was passiert? Nee, da fähr die 'ne Familie, dat Ah, irgendwer. nee, dann hab ich bang vor, ja, fremde Lügen. Mhm. So in der Nacht oder so. Ja, genau. Was wünschst du die? Du möchtest unbedingt heiraten, du möchtest einfach das Leben genießen, du möchtest werde den Mensch wählen, der du früher einmal wählen bist, oder du möchtest die komplett verändern. Das Leben genähten. Ja. Ich find mich irgend so hier gut. Das möchte ich doch hören. Okay, wo wirst du am liebsten leben? In einem drömhaften Schloss, in der freien Natur, egal, solange das angenehm kolle ist, in ne Worte. Also, ey, ist doch klar, wenn Mhm. schon Schloss Hilka in. Ich kann ich schon mal beantworten. Ja, das geht ja gar nicht anders. Ich muss doch min hele Kleider unterbringen. Also, Du buchst ja ein Schloss, ach Mensch, ey. ja. Ach, was für eine Frau. Okay, dann Frage 4 von Sören. Was ist deine beste Charaktereigenschaft? Maut, du bist loyal, du bist junges hilfsbereit oder leidensfähig? Ich glaube, ich help Menschen gern. Mhm. Kann mir auch selbst, glaube ich, auch kaputt machen. Mhm. Aber ich help wahnsinnig gern. Solange du weißt, wo deine Line ist, dass du die Sülm nicht vergelten darfst, ist das eine ganz wundervolle Eigenschaft, auf jeden Fall. Ja. Schön. Was machst du an die nicht? Du bist mit dem Utsein unterfrän, du machst die Umgebung nicht und wünschst dir eine komplett andere Welt. Du bist gut gläken und glücklich und machst eins an die. Manchmal bist du ein bisschen inbild und unfreundlich. Was zu meckern gibt, das Jimmers, ne? Ah. Was zu meckern gibt, das Jimmers. So, ich mein, wie für alle Frunslüd, das gibt Jimmers was zu meckern. Ja, irgendein Topmodel hätte Jimmers was zu meckern. Also tält das eigens nicht. Genau. Das tält eigens nicht. Ich glaube, ich kann, wenn das kommt nicht Fragen vor. Und dann geht mir das, glaube ich, auch echt nicht gut. Aber ab und zu kann mir das passieren, dass ich bannig arrogant dann und Kolle rüberkomme. Echt? Okay. Ja, das kann mir passieren, weil ich glaube, ich habe so ein, wo man das von Dach sagt, resting bitch face. Also, Ja. wenn ich mich, also, wenn ich so, ja, entspannt bin und bloß kiek, dann sehe ich nicht freundlich gut. Oh nee, oh du Arme. Ja, vielleicht muss ich mir doch nochmal meine Augenlider morgen lauten. Nein, So. hör auf damit. Du bist perfekt, so was du bist. Du brauchst doch gar nichts morgen laden. Ja, Kann ich mir nicht vorstellen. aber ich glaube, das ist so was, wenn ich so richtig entspannt bin, dann komme ich so von ersten Eindruck vielleicht nicht freundlich über, und wenn ich so richtig unter Druck bin, dann kann ich auch so abwiesend und kolle rüberkommen. Und das finde ich eigens short, weil ich von mir eigens denke, ich bin eigentlich so ein lustiger, nee, das ich nicht lustig finde, hätte ich auch ganz echt, ich finde mich selbst so lustig. Ja, ey, Nadine Witz, du hast halt all bewiesen, dass du lustig bist. Ja. Ich habe noch eine letzte Frage für dich. Worauf bist du stolz? Ob die ne Frünn, ob die ein protziges Eigenheim, ob die gut sein, ob die ein gautmütigen Charakter. Lewe Fruenslü, Dorbuten, Lewe Tauhörersch, ich bin stolz, ob min ut sein. Ja? Ja, ich mut mi min Augenleders nicht morgen lauten. Das will ich hören. So, und wir haben ein Ergebnis.
Du bist Bell. Herzlichen Bell. Glückwunsch. Schön, Oh, schöner Bell. Bell von Die Schöne und das Biest. Ja. Oh, da habe ich direkt im Mang natürlich den Song von Pur auch in Körper. Äh, ich lieb dich, egal wie du bist, ich lieb dich. Ich lieb dich. Und dann, Richtig. Ja. Ist das Lena? Lena? Nee, ist im Pur Party Mix mit drin. ja, das ist Pur Party Mix. Das ist auch so was, da möchte ich mir noch mal von anderen überschnacken. Der Pur Party Mix, der darf ob kein Dorfparty fehlen. Absolut. Und dann war Disco Fox Dance, aber bis der Dalen brennt. Aber so was von. Ich glaube, das ist ein Thema für eine andere Folge. Liebe Zuhörers, bitte, falls wir das vergeten dort, erinnert uns da an, wie mögt über den Pur Party Mix schnacken. Ja, und schrieb uns auch mal Jaun-Songs. Die oder für Jau, ob keine Party fehlen darf. Ja, das interessiert mir richtig, richtig. So ein Party-Songs und so was. Und da habe ich ja auch ein lütsches Quiz für dich vorbereitet, Lisa. Ich hoffe ja, du für mich auch. Natürlich. Ich habe einen Party-Song, der irgends ob auch kein Party fehlen darf. Und ich habe die für die, der Refrain auch platt übersetzt. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Mal kicken, ob du das gut kriegst. Also, das geht so. Ich sing dir nicht mit, weil dann weißt du das sofort. Ja. Ja, bloß der Text. Also, mein Leib, weißt du, was das wert ist? Heben ist ein Ort ob de Welt. Sie secht in Heben könnt Leif zuerst. Wie mag dat Heben ein Ort ob de Welt ist? Oh Gott. Oh. Oh je. Meinst du, kenn ich echt? Ja, das kennst du. Oh. Mach's noch einmal kurz vorlesen. Den Hem ist die Leif. Also nochmal von vorn. Ja, bitte. Mein Leif, weißt du, wat dat wert is? Heben is ein Ort ob de Welt. Se secht in Heben kömmt Leif zuerst. Wie mag dat de Heben ein Ort ob de Welt is? Ist das ein deutsches oder ein englisches Lied? It's Englisch. Ah, ich hätte schon gefürchtet. Ist das Angels von Robbie Williams? Miep. Ah, shit. Tweede Versuch. Singt in Fru. In Fru. Oh, ist das Bodyguard von oh Gott, ich bin so schlecht in Norms. Du willst Whitney Houston singen? Ja, Whitney Houston ist das. Miep. Oh Mensch, okay, einen letzten Versuch habe ich noch. Ja. Gibst du mir einen Tipp, tolle Sängerin? Er Norm ist dasselbe als ein Charakter, gut Twilight als Vornorm hat. Nee, Edward? Ich kann nie Twilight sehen. Oh Gott. Wie geht das denn noch? Belle? Edward? Oder meinst du den Werwolf? Nee, ist ein Vampir. Ich habe keine Ahnung. Help mir, Hilka, bitte. Ich sing die dat mal für. Ja. Ob Englisch vielleicht. Oder ob. Nee, kann ja auch auf Platt für singen. Vielleicht geil das auch mal kicken. Nee, auch nee, das passt nicht von den Silben. Aber ob Englisch, dann wisst ihr zuvor. Ooh, baby, do you know what's worth? Oh. Ooh, heaven is a place on earth. Ja, den kenne ich. Und das ist Belinda Carlisle. Nimm es drauf kommen. Also den Song kenne ich ja, aber oh, danke für diesen Bildungsauftrag. Das ist ein schöner Song. Oh. Okay, aber ne, da darf ob kein Party fehlen. Absolut nicht. Und mein Song darf auch ob keine Party fehlen. Und okay, Hilka, spitz die Ohren. Okay. Ich muss sagen, ich habe einen Betten was beep, weil sonst wäre das ein Betten einfach. Oh! Was? Ja, ich weiß, das wäre sonst so einfach. Okay. Jeder kann das wählen. Die Nacht ist jung und der Musik ist Hit.
Mit ein Bäten Rockmusik ist allen Scout. Du hast Lust zu tanzen und so, als du eine Chance kriegen deist, bist du day, piep, 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 jung, seid und grad mal Serpentine. Piep, 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 für den Takt vom Tambourin, oh ja. Du kannst tanzen, du kannst swingen, de meiste Tiet in din Leben hem. Kiek die Düsse deren an, kiek wat da löppt, wo sie ob de piep, piep, piep abfeuern. Na, kommst du drauf? Serpentine, das kann ja irgend so das Schlagwort sein. Okay. Ich brauche da ein bisschen Hilfe. Okay, das ist eigentlich Englisch, Mhm. aber die Band es kommt nicht ursprünglich aus England oder Amerika. Okay, wenn du gar keine Idee hast, dann nehme ich das Wort mal mit drin, was ich jetzt upiept habe. Nee. Okay. Ich bin noch nicht so wie Pflicht, krieg ich das noch gut. Wenn du das Land gut kriegen deist, dann weißt du auch sofort, um welche Band sich das handelt. Ist das Europa? Ja. Ist Europa, okay. Deutschland nicht? Achso, nee, der Song ist schon auf Englisch. So. Ist auf Englisch, aber nicht, aber die Band kommt nicht aus Deutschland. Nee. Okay. Ist das vielleicht ein skandinavische Band? Ja. Und da habe ich drei Bands in Köp. Aber ja. Ich glaube nicht, dass das ich glaube, dass das nicht Ace of Base. Nee, ist es nicht. Und das ist auch nicht Roxette. Nee. Da bleibt irgendwas bloß aber, oder? Ja. Und kann das Wayne, dass dort das Wort Dancing Queen fehlt? Ja, die Tanzkönigin. Ja. Ja. Oh Mann, ey. Oh, du bist so gaut. Ja. Jawohl. Punkt für die. Also, Hilka führt 1-0. Into 0. Ich glaube, damit könnt wir auch sagen, wow, das wäre ein golden Auftakt. Ja, finde ich auch, absolut. Also, ich habe Fälle, die nur kennenlernt. Richtig cool. Und ja, genau, falls ihr uns auch Fragen an uns habt oder witzige andere Fragen mal, schreibt die uns gern mal. Was auch so interessiert über uns. Ja, wir sind bannig neugierig und vielleicht gibt das ja auch was, wo ich gedacht hat, so, boah, das habe ich nie gedacht über die zwei. Finden wir auch spannend. Wir sind ja nur, als wir sind. Finde ich spannend. Wie freut uns, ob Hörerbriefe. Gebt uns Feedback, ob was ihr auch wünscht. Ja, und ich sag mal so, wir hätten hier nur mit den Party-Songs abhört, also let's get the party started. Absolut. Und wir können ja einmal einen Hinweis geben, was da bei uns in der Tokam-Folge von Party, Platt und Plüschmors Guide. Genau, wie mockt uns nämlich ob's Reisen. Denn so langsam geitert ihr gerade mit der ganzen Lockdown-Geschichte, wartet nur eins im Bäten Loser und wie könnt wir denn Bäten reisen? Und genau darüber schnackt wieder in der nächsten Folge. Also, schaltet wieder in. Wie freut uns, bannig auf Jau.